Und mit diesen Worten begrüßen wir Sie herzlich zur neuen Folge Warlex im Mai von Viva la Movilusion. Echt jetzt? Schönen guten Tag, Corby, und schönen guten Tag, Mike. Schön, dass du da seid. Das ist unsere Anmoderation. Das ist jetzt die Anmoderation. Wow, schlechteste Anmoderation ever. Beste ever. Bitte in die Kommentare, ob das gerade die beste Anmoderation aller Zeiten war. Von alle Podcasts, wo es gibt. Da kann man unsere Hörer gleich mal loben, oder? Weil sie es momentan so gut kommentieren. Ja, da geht ein ganz großes Lob raus, dass fleißig uns einer Geld jetzt ins Arschloch schirmen, dass fleißig kommentieren. Das ist richtig, also unsere Hörer werden immer geiler. Richtig. Die werden immer geiler, muss ich sagen. Freut mich. Voll. Also ich bin auch echt stolz. Mir da interessieren, woher das kommt. Ich weiß auch nicht, woher das... Ja, weil wir halt geil sind, also das ist ganz klar. Es kann aber auch sein, dass momentan ganz viele Firmen Inflationszulage aushauen. Vielleicht sagen Leute, Warleck, endlich kann ich es unterstützen. Ich möchte schon so lang und habe nur auf eine Inflationszulage gewartet. Das kann auch sein, ja. Damals beim Corona-Zuschuss hat es ja ein paar Abos einer gespart und jetzt wieder. Ja. Wir brauchen mehr Krisen. Putin, tu mal etwas. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass wir uns dann bei der Bundesregierung bedanken müssen. Nein, da musst du da beim Putin bedanken, der ist ja da mitverantwortlich für die hohe Inflationsrate. Achso. Bitte bedankt euch nicht beim Putin. Also, Grüße gehen raus. Bratan, fett merci, blärt. Oh Gott. Ja, bevor wir jetzt anfangen, gleich mit dem Warlex für den Mai, ihr habt bestimmt ganz viele Überschneidungen mit mir. Zumindest der Kani, da glaube ich eigentlich ziemlich fest drauf. Möchte ich nochmal, bevor wir es vergessen oder erst am Ende ankündigen, sagen, liebe Leute, bald 200. Folge. Die Nummern gehen uns langsam aus. Also das heißt, erinnert euch dran, wir haben eine Umfrage. Ihr könnt bei der Umfrage in den Shownotes Fragen beantworten und uns Themen liefern. Der Kani hat es, glaube ich, auch schon mal extra angekündigt. Kani, hast du da auch mal andere Worte benutzt? Nein, ich habe sogar vergessen, unseren Namen dazu zu sagen. Das hat mir dann der Bürger bei der Spezewirtschaft, wo ich so gekündigt habe, hat mich dann darauf hingewiesen, dass es nicht schlecht wird, dazu zu sagen, welcher Podcast das ist. Aber wenn es die Idioten heute noch nicht wissen, dann ist es eher ein Scheißproblem, gerade so fix. Mein Gott. Aber der Corby hat es jetzt ja gesagt und jetzt sind wir im richtigen Podcast, also gebt uns Themen vor, sagt uns, ob es Bock habt, dass live dazu kommt, weil vielleicht machen wir das wieder mit Show und so weiter und so fort und der Mike knockert und ja, Magic Mike Pole Dance ist auch gesagt. Wenn du mal sehen willst, wie das ein fetter Typ aus einer Stange so richtig verbirgt, müsst ihr dabei sein. Oh ja, bitte. Also das schaut aus wie so richtig fettes Grillhändel. Voll geil. Aber leg, das stimmt. Oh Gott. Richtig geil. Jetzt bin ich heiß. Und wenn wir schon dabei sind, dass es uns Themen vorgibt, dann merkt man es hier auch gleich nochmal, wir haben einen Steady-Kanal, da kann man tolle Abos abschließen, Vorteile aus jedem Paket, gibt's in jedem Paket. Also kommt's, make money, oder wir wollen Money machen, get money. Und wenn's die Show quasi mitmoderieren wollt oder sagen wollt, was wir anschauen sollen, dann müsst ihr das dritte Paket buchen, glaube ich, oder? Dann könnt ihr sogar die Show steuern, oder? Sehe ich das richtig? Naja, mehr oder weniger, der Kani diskutiert damit eigentlich, ob man es wirklich macht oder nicht. Ja, wenn so totaler Scheiß ist, komm jetzt. Dragoncry, du weißt, dass du gerade gemeint bist, weil der liebe Herr Dragoncry hat uns ja wieder was vorgeschlagen und er hat auch das dritte Abo. Aber es ist halt, er wollte halt zuerst, dass wir alle 3 Teile von, Fear Street durchsprechen. Ja. Die hast du, glaube ich, schon mal angesprochen, Mike, und keiner war davon begeistert. Jetzt habe ich ihn gefragt, ob es unbedingt sein muss, dass wir alle 3 Teile machen. Okay. Ja, du hast gesagt, das war aber cool, wenn wir jetzt, es muss nicht sein, es war aber cool, wenn wir jetzt vielleicht Willy's Wonderland besprechen hatten, der mit Nicolas Cage, und da hätte ich Bock drauf. Oh ja. Ja, doch. Gern. Denn da ich sagen, versprechen wir dann an unserem Philipp jetzt, dass er eine Folge zu Willy's Wonderland kriegt. Das kriegt er. Philipp, du bist gut. Das kriegt er. Guter Mann, Philipp. Genau, die kriegt er. Die werden wir machen, passt. So der wir das. Ja gut, dann ansonsten wollen wir wieder das verrückte Warlex-Karussell dran. Ja, bitte. Ja, das war lustig. Ja. Ich bin schon ganz hippelig schon wieder. Ja dann, hey, ich gesagt, Kani, fang du mal an. Ich glaube, dass du angefangen hast, das ist schon ewig her. Ja, okay, dann fange ich an. Aber ich hätte schon ummodiert. Aber ich darf gleich mal mit etwas anfangen, dass wir uns beide sicherlich teilen werden. Und zwar in Wort Dreck.
Wir zwei haben uns Winnie Pooh, Blood and Honey angeschaut. Kruzifix. Warum war Dreck? Hast du auch dabei, Alter. oder, Corby? Hast du auch dabei? Das ist der schlechteste Film im ganzen Jahr und das, obwohl ich noch Skinner Marink dabei hab. Na, also Pooh, Blood and Honey, es war so eine geile Prämisse, die man da draus machen kann, aber der hat sich in meinen Augen einfach so ernst genommen und es hat alles so schlecht ausgeschaut und ich weiß auch nicht, am Ende des Tages ist es halt wirklich nur so ein Slash, so ein Void-Slasher. Und das Es kann hat einfach da so viel gefehlt. Du sitzt da und denkst dir, aber also normalerweise, aus jedem anderen Film hätte man jetzt so 10 Minuten mehr rausgezogen oder so und hätte dann erst bezeugt, wie die Mädels irgendwie zu dem einer Opfer hinkommen. Na, Schnitz, die sind da. ja, sie haben uns dann für Unrated auf. Und dann, wenn du das sagst, wirst du da hinkommen, dann sagst du, das dauert aber zu lang. Das ist dann das Pacing-Scheiße, oder? Nein, wirklich nicht. Okay. Da ist einfach alles, also da passt irgendwie gar nichts und ihr bei irgendwie die ganze Zeit lachen müsst, weil er wirklich so unfreiwillig komisch ist die ganze Zeit. Also als Trash-Film geht er ziemlich gut durch, finde ich. Den musst du mir ein paar halbe anschauen, dann glaube ich, kannst du lachen drüber. Aber wenn du den eben stocknüchtern mit dem Corby anschaust, dann ist erstens die Gesellschaft schon schwierig und dann halt auch noch der Film dazu. Ja. Und vor allem auch die Kostüme, weißt also ich hab mich jetzt nicht gewundert, wenn es am Schluss einfach die Masken überziehen und man sagt, wir sind aber doch irgendwelche Typen, die sich als Winnie Pooh und Ferkel verkleiden, weil die so schlecht ausgeschaut haben. Oh Gott. Genau, wir waren da gesessen und gesagt, was? Mein Fuck, Alter, der krasseste Twist seit so. Vor allem, da kündigen sie am Anfang dann neben Ferkel und Winnie Pooh nur Eule an und ich glaube, einem nur IA? irgendein Vieh. Ja, ein IA, aber nur irgendein anderes Viech. Rabbit oder so? Der Tiger war Nein, Rabbit. Ich weiß nicht mehr. Ich hätte auf den Tiger gewartet. Und dann kämen die einfach nicht vor. Die kämen einfach überhaupt nicht vor. Ja, Bo dürfen sie ja nicht hernehmen. Von den Rechten her. Das ist ja nur der ich glaube, in dem Film ist er nur. Ein Tiger darf uns, glaube ich, nicht hernehmen, ja. Genau, die haben irgendwie vom Disney selber dazu gesponnen und die von der Originalgeschichte quasi, da jetzt der Pooh und das Ferkel, glaube ich, die haben ja, kennst du, Originalgeschichte und die wiederum haben es dann deswegen hernehmen dürfen. Ich möchte aber einen Tiger sehen, einen Tiger. Und der soll dann ankündigen, dass der Pooh und Ferkel jetzt als Spukepilz sind. Was sind's? Spukepilz, so hat er es immer genannt, denn damals in der Zeichentrickserie. Okay. Da ging es, glaube ich, irgendwie so um Geister oder selbst, das waren beim Spukepilz. Aber vor allem auch dann, also der hätte teilweise handgemachte Effekte und die schauen schon gut aus, die sind richtig wild teilweise, aber dann müssen sie immer so richtig schlechten CGI-Dreck drüber kacken. Es war unglaublich schlecht. Eine Szene, wo so eine Macheten ins Maul reinhauen, dann hängt's da, Machete im Maul, Kiefer aufgeschnitten, schaut ziemlich fett aus und dann bisselt vorne ein bisschen ein CGI-Blut aus. Und ich denke mir, warum? Das ist völlig unnötig. Das hat richtig gut ausgeschaut, aber das schaut jetzt aus, als da vorne, wo so sie ein Igel ausbieseln. Ganz komisch. Wirklich, der Winnie Pooh selber, wie der ausgeschaut hat, das war einfach... Ist dir das aufgefallen, wenn er versucht hat zum Grinsen? Ja, es war nie gruselig, oder wenn er Honig gefressen hat. Ja. Das war so schlecht. Es war so unglaublich schlecht. Ja, weil er halt, du hast halt richtig gesehen, dass die Masken so gestartet ist, dass er nicht einmal irgendwie im Mund über die Lippen, über die Finger drüber da kannst, dass es ausschaut, als da das Essen, sondern er hat einfach so gestartete Masken, wo er dann mit der Hand, übrigens seine gelben Hände, das waren glaube ich so wie Leder-Putzhandschuhe in Gelb, die waren richtig geil schlecht, wenn er sie irgendwo abgestützt hat und man hat sie von der Nacken gesehen und hast gesehen, wie sie die Ding da geschoppt hat, das Plastik. Ja, und dann eben beim Honig einfressen, der hat es einfach nur mal ans Maul geschmiert. Also auch wie bei so schlechten Kinderserien, wenn ihr euch da irgendwie dran erinnern könnt, mit so gestarrte Puppen. So hat das ausgeschaut und wenn er eben dann grinst hat, dann haben sie halt mit CGI die Mundwinkel ein wenig noch umgezogen und das war halt dann auch schon wieder unfreiwillig gruselig, die ganze Geschichte. Also alles, was da irgendwie zum Positiv hervorheben wäre, ist aber immer unfreiwillig passiert. Und deswegen halt dann auch nicht gut. Es ist eigentlich so schade, weil es hat so gut angefangen. Das war so eine richtig geile Animation dann da, die erstmal erklärt hat, wie ist überhaupt dazu gekommen, wie der Christopher Robin die Viecher da getroffen hat und was mit denen los ist. Und dann ist schon so leicht in das Horrorartige reingegangen, wo man sich denkt, boah, okay, jetzt wird's richtig krass dann, wenn die erst bekämmern. Und je länger du den Film siehst, umso lächerlicher wird's und umso dämlicher und und dann da dieses minutenlange Rumgeflenne von Christopher Robin, wenn er da in dem Ding drinnen ist. Oder warum? Das brauchst du doch nicht. Warum muss das so langgezogen sein? Das nimmt keiner für voll und keiner nimmt das ernst, da diese, was weiß ich, dass er da drauf zerbricht, dass der Pooh jetzt da am Rall dran. Das ist total lächerlich und es mehr ja keiner singen. Ich hätte da einfach lieber einen komplett ausartenden Fansblätter haben wollen. Das war viel geiler als das, was sie draus gemacht haben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Dann auch immer diese überzogenen, also wirklich
grundlos dämlich überzogenen Folterungsszenen. Der andere hängt doch da, der Christopher Robin. Und was fällt jedem ein, der natürlich den da foltern will? Ich mach jetzt da mal eine Blutdusche. Ja, Logo. Was tat's denn sonst? Ja. Schade. Soll ich mein Steelbook abstellen? Also Ja. Steelbook ist das definitiv nicht wert. Okay. Gar nichts. Wirklich. Der ist für Prime-Deals ein Euro. Ah, scheiße. Ich muss ja ehrlich sagen, ich finde es ehrlich gesagt ziemlich traurig, dass die jetzt schon wissen, dass sie Fortsetzung machen, weil das einfach extrem schlecht ist. Also, Aber der muss aber ganz schön Kohle gemacht haben, wo sie so gehört haben, oder? es kann aber nur anhand von der Thematik sein. Und dass Also- die Leute sagen, ich brauche von jedem Trägermuster, also hau ich mir den Müll auch noch rein, oder? Ja, aber das ist eh klar, wenn du auf einmal vor dem Zeichentrick Winnie Pooh einen Horrorfilm kriegst, dass der erst einmal Leute ins Kino ziehst und er steht da, glaube ich, irgendwo weltweit bei 5 Millionen. Und ich weiß jetzt aber nicht, was er Budget gehabt hat. Also ich denke, dass der 100.000. schon Cent. Na, So schaut er aus. $100.000. Also, Okay, ich meine, ja. Für das ist er schon wieder super, oder? Ja, für die ist es sehr gut. Ja. aber du sitzt halt im Kino und denkst dir, wie zum Teufel hat's dieser Dreck ins Kino geschafft? Ja, es ist echt schwierig. Also der ist so, naja. Er hat, wie gesagt, ich muss ihm zugute halten, dass er echt ein paar coole, krasse Splatter-Dinger drinnen hat, die er ab und zu dann durch CGI ein bisschen kaputt macht, aber wenn ich ihm was Gutes lassen muss, dann sind es die Kills, die immer mit Auto über den Kopf drüber fahren und Macheten neben ins Maul und so und ja. Es sind aber ein paar dämliche Kills dabei. Ich sag nur Pool-Szene, wo der und ich meine nicht den Whirlpool, ich meine den Inhouse-Pool, wo der Ferkel einfach nur aufs Wasser Ja, einhaut. die ist super. Und natürlich möchte er suggerieren, dass er auf die vermeintliche Leiche in Anführungszeichen haut. Ja. Und man sieht halt, dass er einfach nur auf Wasser haut die ganze Zeit. Und dann, wenn ihr nachher geht und schluckt die ganze Zeit auch so schlecht ins Wasser. Das ist auch noch ganz gut gewesen. Da hat er ausgeschaut wie bei dem Reel, das ich mal gesehen habe, was geheißen hat, amerikanische Polizisten, wenn sie im Schwarzen Meer sind und schlungt er mit einem Schlagstock ins Wasser ein. So ist mir das Ferkel da vorgekommen. Vor allem, er kann stehen, aber sie nicht. Ja, er war aber auch riesig. Ja, Der ist bestimmt 3 Meter oder 4, War ein oder? Hühne. Aber das war echt super, wenn die Leiche da im Wasser liegt und dann haut er die ganze mit dem Hammer nochmal nach und du siehst, dass er einfach nur ins Wasser einhaut und es spritzt auch nur Wasser in den Tee, kein Blut und nix. Es ist so schlecht. Ist dann wenigstens Pacing gut? Ist er wenigstens dann so, dass du sagst, hey, der ist Schieb unterhaltsam? doch du mit deinem Nein. Pacing sonst wohin, sonst paste ich jetzt. Na, wirklich Ah, nicht. nicht. Es ist einfach nur dämlich. Es ist von hinten bis vorn einfach nur dämlich. Der, wenn das perfekteste Pacing auf der Welt hätte, dann kann ihm das auch nicht helfen. Ja, aber dann war halt wenigstens unterhaltsam, weißt du? Dann kannst du jetzt sagen, Nein, okay, die Zeit nix vergeht geil. Okay. Die vergeht nicht, gell? Ich muss sagen, die Atmosphäre im Kino, die ist immer schlechter worden. Also du hast da echt gemerkt, so die Leute um uns herum, die sind auch immer angepisster worden, obwohl es natürlich lauter Teenies waren, die da drin waren, weil die wahrscheinlich gedacht haben, boah, geil. Eine hinter uns links hat sogar mal gesagt, oder die habe ich sogar mal gehört, wie sie gesagt hat, boah, leck, ich glaube, ich habe noch nie so einen schlechten Horrorfilm gesehen. Ja. Schade, Papade. Ja, das ist auf alle Fälle schade gewesen, weil da hätte man so viel draus machen können, aber man wollte nicht. Deswegen darf jetzt der Mike weitermachen. Apropos, sie könnten, aber sie wollten nicht. Ich habe auch einen Film gesehen. Ich habe mich fürs Team geopfert und habe mir Slayers angeschaut von 2022. Hey, ich hab mich halber mitgeopfert. Okay, da habe ich halt erst gar kein Interesse gezeigt. Ja, hat aber die richtige Wahl getroffen, Ja. aber ich war nach der Hälfte, aber auch gedacht, na komm, ich bin jetzt raus. Ja, also das ist nix. Ich sag's euch gleich. Also es geht quasi darum, dass ein paar so Influencer eingeladen werden, also die richtig voll Influencer, also die haben hunderttausende Follower und so und werden von einem ominösen Hey, fast wie wir. Milliardärin, ja. Ja, fast. Ja, fast. Von einer Milliardärin eingeladen quasi, um mit ihr irgendwelche Deals abzuschließen. Und da stellt sich dann quasi raus, dass da Vampire im Spiel sind. Warum, dass man das quasi dann über diese Influencer machen muss und hin und her, das erschließt sich dann im Laufe des Films. Er fängt ein wenig so an, möchte so, irgendwie so locker flockig cool sein, wie so Zombieland oder so, mit eingeblendete Sachen, mit Regeln oder irgendwie so. Haben wir auch gedacht, naja, innovativ geht anders. Dann lese ich noch die Namen Abigail Breslin, denke ich mir, wo wir wieder bei Zombieland sind. Oder dann die Marlon Ackerman, die man ja als Watchmen kennt, oder den Thomas Jane, genau sowieso, mit dem unglaublich schlechtesten Bord überhaupt. Also wenn ihm der wirklich so wächst, dann tut er mir leid. Ah, schon geil.
Jetzt lass mich Hör bitte. auf. Das ist voll buschig. Der auch auf so super cool macht und ich habe halt nur einen Film, wo die Leute so auf super cool machen und sowas nervt mich komplett. Und der Film ist halt wirklich so krass langweilig. Es passiert streckenweise überhaupt gar nichts. Und wenn dann einmal was passiert, hat man es sogar aufgeschrieben. Also bis zu der 45. Minuten passiert nichts. Da werden nur wirklich uncharismatische Wix-Charaktere eingeführt, die keinen Schwanz interessieren. Wirklich keinen. Und es ist wirklich keiner dabei, wo du sagst, das wird jetzt mein Hauptcharakter und den möchte ich jetzt, dass er durchkommt, weil es einfach scheißegal ist. Ja, voll. Das ist voll die geile Filmidee, wenn du sagst, einen Film lang werden nur Charaktere eingeführt und dann ist Score. Aber so wird der alle Film. uninteressant und richtig unsympathisch. Genau. Und dann haben wir es aber, geht's aber wieder. Jetzt, dann haben wir noch in der 45. Minuten haben wir einen Angriff, der auch ganz unblutig abgewehrt wird und tralala. Und dann noch so super cool, so ein Kill-Count wird dann eingeführt. Und dann heißt es am Anfang schon, ja, 6:0 für die Vampire, ja, scheiße, die Menschen haben fast keinen Scheiß. Gehen. Und dann ist aber wieder so, dass nach der 45. Minuten nichts passiert, bis zu 1 Stunde 12 Minuten, bis dann der Showdown kommt. Also wir haben genau 2 Szenen, wo man sagen kann, okay, da rührt sich jetzt was. Und der Rest ist wirklich extrem stümperhaft. Also die Action ist da habe ich beim Torort schon besser gesehen, da kogeln es bloß am Boden umeinander, dass du sagst, ja, da hat wirklich keiner Menge. Es hat keiner Menge, sagt's mir nicht besser. Da Ja, wollen sie alle das war- super hipser und da ist der Film aber so blutleer, wo man sagt, okay, man kann das vielleicht noch wegen mit Splatterpunkten oder Blutleer. so. Sehr gut. Also Slayers kriegt absolut einen Daumen nach unten, war nix. Gehen Sie weg. Ja, und Ja. Darstellung von den Vampire oder so hat auch nicht überzeugt. Na, das Überhaupt ist nicht. echt 0815. Das heißt, Echt, die, wenigstens sexy Vampire. auch nicht. Okay. Auch nicht. Und vor allem der null bedrohlich und nichts, wo du sagst, ja, wirklich nix. Kann ich nicht empfehlen. Der Film kommt jetzt dann auch raus. Ich weiß jetzt nicht einmal mehr das Datum. So desinteressiert bin ich da jetzt. Ja, er kommt jetzt dann auf jeden Fall bald raus. Aber ja, ich kann ihn nicht empfehlen. Also den vielleicht einmal für einen Euro leihen und sie dann drüber lustig machen, aber da wirklich ein Geld zahlen, so den vollen Preis von 15 Euro oder irgendwie so. Bitte tut's das nicht. Geil. Okay. Geht so. Schön. Was schockt dich das jetzt so? Du hast das gleich gerade über den Puh gesagt, Corby. Ich hab nicht gesagt, dass. Ja, doch. Ja. Also man darf uns auf alle Fälle jetzt steigern, thematisch. Dass wir nicht über Oh. Scheißdreck reden. Das wird Okay. schwierig halt. Ja, schon. Aber ich hab noch ein paar gute Sachen. Ich hätte was. Ja, Corby, dann tu mal was. Bitte. Tu mal was für der Geld. Ich habe schon befürchtet, dass Winnie Pooh eventuell nicht ganz so mein Film wird und deswegen bin ich vorsorglich vorher nur in einen anderen Film gegangen im Kino und habe mir Sisu angeschaut. Und ich Yay. glaube, den hat der Kani auch dabei. Den habe ich auch dabei, Tatsache wahr. Ja, ich war zwar nicht mit dir im Kino, Nein, also wir Gott waren sei Dank. unabhängig voneinander, das heißt, wir haben den Film wirklich richtig genießen können. Und zwar in Sisu geht es um einen Goldsucher Goldgräber genannt. zu Ende des Goldgräber, Goldsucher, ist doch alles das Gleiche. Okay. Zu Ende des Zweiten Weltkriegs, ich glaube 1944 oder so, in Finnland. Und dieser Goldsucher wird zu einem Goldgräber und dann zu einem Goldfinder, weil der findet ganz schön viel Gold und möchte es dann, wo möchte es denn hinbringen? Wahrscheinlich in die nächste Stadt oder so, dass es halt Ja, dann auf da Bank. eintauschen kann, auf Bank. Bonk, ehrlich. Und begegnet dabei einer Gruppe Nazis. Die lassen ihm erst nur so vorbei, weil die dann denken, ja, da wo der hier reitet, da wird er sowieso sterben. Aber dann merken die, okay, der ist anscheinend doch zäher als gedacht. Und als sie es dann überprüfen, finden sie dann auch noch eine Goldspur und denken sie dann, fuck, den holen wir uns jetzt und klauen dem sein Gold. Der ist aber echt zäh, dieser Goldgräber, weil das ein ehemaliger, was war er? Ja, er war halt ein Soldat und er hat gekämpft, der glaube ich ist sein Dorf von die Russen? von der Sowjetunion Ja. praktisch überrannt worden und seine Familie ist dabei umgekommen und haben es dann dafür eingesetzt, dass er in dem Gebiet, wo die Russen patrouillieren, eben aufräumt und was haben sie gekostet, er hat über 300 von einer 300, ja, genau. erledigt und man sagt ihm nach, dass er unsterblich ist und was weiß ich. Aber er weigert sich nur zu sterben. Es sagt er, glaube ich, auch den ganzen Film über kein Wort, oder? Ganz am Schluss sagt er was. Ganz zum Schluss sagt er dann was, aber der ist die ganze Zeit echt stark und echt geil. Also da kämen sehr, sehr, sehr geile Nazi-Kills vor und ja, also ich war durchweg bis zum Schluss hin
echt unterhalten und muss sagen, das war so ein bisschen mein Highlight schon fast von dem Mai. Wobei es ist nur ein anderer Film dann dabei. Aber wer die Möglichkeit hat, Sisu im Kino zum Schauen, der soll das unbedingt machen, weil ich finde, gerade auf der Leinwand hat das ziemlich geil ausgewirkt, auch von den Effekten her und so. Für einen finnischen Film echt sehr, sehr großes Kino. Schön. Ja, ich war auch begeistert. Ich bin in Sneak. Wir wollten uns zuerst dann Inside anschauen, der mit dem Willem Dafoe. Und dann sehe ich so, Alex Sneak war ja halt auch. Und dann hat's geheißen, das ist FSK 18. Dann haben wir gedacht, das kann eigentlich nur aktuell Siso sein oder Renfield. Wobei ich mir bei Renfield nicht sicher bin, welche Freigabe der hat. Und dann haben ich weiß nicht, dann habe ich zu meinem Spätzl gesagt, der dabei war, wie es ausschaut, wir haben Inside-Karten schon gekauft, und habe gesagt, hey, gehen wir die Karten zurück und hocken uns in Sneak rein und hoffen, dass Siso kommt. Ja, passt, gehen wir jetzt einfach mal rein auf gut Glück, und ja, die Kinogötter waren uns positiv gewogen, haben uns nämlich mit Siso bedient. War aber die Bewertung von der Sneak ziemlich schlecht, habe ich gesehen. Ja, es war offensichtlich Ausflug von Blinde. Die haben die ganze Zeit gesagt, hey, ich seh nix. Waren viele Leute? Das Kino war halb voll, hätte ich gesagt. Okay. Aber ich hab mal den Spaß gehabt bei dem Film. Das war sehr schön. Es ist halt wirklich so geil überzogen alles. Ja, also, super. Die Szene wie er das mit dem Aufhänger macht und so, und dann mit dem Flieger und das alles, es ist so geil. Auch diese Tretminen-Attacke von ihm. Ja. Also Weltklasse. Ich hab durchgehend nur Spaß gehabt. Und ich finde es also geil, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, bei der Peter und der Manu, wo die Filmfressen haben ja auch eine Folge drüber gemacht, auf YouTube ausgebracht, und dann die Kommentare, habt ihr es mitgekriegt? Na. Ja, es klangt doch jetzt schon wieder und immer die bösen Deutschen und ja, aber es sind Nazis, das sind nicht einfach böse Deutsche. Was anderes darstellen möchtest, du Vollidiot. Wie der Reservoir Dogs, oder? Was heißt, keine richtigen Menschen? Ja, genau. Nazis sind halt einfach keine richtigen Menschen. Und sie spielen halt auch noch zu der Zeit, der Film spielt auch zu der Zeit, wo es dann noch so viel, wo sie aus Finnland abgezogen sind und so viel verbrannte Erde hinterlassen haben, wie noch gerade möglich. Also, das ist halt wirklich gerade so ein Bodensatz, sogar ein Bodensatz vom Nazi-Bodensatz gewesen. Ja. Ist der dann echt so splatterig, wie der Trailer suggeriert, oder ist das Coole schon im Trailer? Das geht dir nicht so. Halt einmal dein Maul. Also nicht Korbi, sondern der Kani. Was ist mit dir los? Sagen wir mal, Du gehst scheißen. Ein Drittel von dem Film. Du gehst auch scheißen. Ist eigentlich mehr oder weniger der Trailer. Aber es kann man genug Splatter sehen vor, dass auch du unterhalten sein. Auch du. Okay. Passt. Ich hab wirklich immer wieder ein bisschen an die gedacht, Mike. Jetzt ohne Mann. Ja, doch. Ich hab mir dann gedacht, das hat dir bestimmt auch taugen. Ob du jetzt dafür ins Kino gehst, weiß ich nicht, aber ich glaube, du warst da unterhalten. Ja, ich habe ja den Trailer immer gesehen, weil wir Evil Dead Rise geschaut haben, und der hat mich voll angefixt. Also, das hat ja im Vorfeld schon geheißen, die wo auch im Fantasy Filmfest gesehen haben, dass das ein rechter Reißer ist. Und wie ich dann den Trailer gesehen habe, dann war ich richtig heiß. Also, das war schon cool. Kann wirklich genau meins sein. Ich glaube auch. Also ich glaube, dass er dir definitiv taugen wird. Sehr Aber wenn schön. nicht, dann bist du raus aus dem Podcast. So wie ich es gesehen habe, sind die meisten Nazis, also die meisten, die der Deutsche verkörpert haben, Schweden gewesen. Und es ist ein Schauspieler dabei, das ist der Hauptnazi, der Hauptbösewicht. Der ist ein bisschen bekannter. Jetzt muss ich aber trotzdem spicken, wie der heißt. Axel Henny. Genau, der Axel Henny. Und der hat bei The Trip mitgespielt, den der Mike schon mal empfohlen hat. Jetzt, Okay. genau. Ich habe mir die ganze Zeit gefragt, woher kenne ich diese Fresse? Ich kenne die einfach, aber ich habe es nicht zuordnen können. Der sitzt im Flugzeug dann einmal, oder? Auf der rechten Seite. Kann das sein? Ja, er ist halt der Chef-Nazi. Den habe ich im Trailer gesehen und mir gedacht, das kann der sein. Weißt? Ja. Genau, er ist halt einfach der Chef-Nazi. Sehr cooler Schauspieler auf jeden Fall. Aber vor allem der den Goldgräber verkörpert. Der Jorma Tomila, jetzt, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt und habe nicht irgendeinen anderen jetzt gerade hervorgekommen. Also Respekt. Ja, wie er sie verarztet und alles Mögliche. Echt richtig, richtig geil Voll gemacht. Rambo-mäßig. Echt? Ja. Geil. Es kämen so ein paar Tarantino-Vibes mit, aber eigentlich mehr oder weniger nur, wie der Film aufgebaut ist und halt diese Nazi-Thematik an und für sich, weil es ist in Kapitel unterteilt. Ja. Ich habe den sehr gefeiert und deswegen bin ich trotzdem dann an dem Tag heimgekommen und habe gesagt, ich habe ein tolles Kinoerlebnis gehabt, aber es war nicht Winnie the Pooh.
Du hast praktisch, wie es beim Diktator geheißen hat, du hast ein Aladdin und ein Aladdin-Erlebnis gehabt heute im Kino, oder? Ja, genau. Oh Gott. Sie sind HIV Aladdin. Wir haben uns erst gefreut und dann wieder. Das ist so ein geiler Witz. Ja. Ja, gut, dann das Karussell dreht sich und ich darf sagen, Mike. Leg damit zum Mike. Schon wieder Wahnsinn. Ich habe diesmal einmal eine Musi. Ja, Musi. Und zwar ist von der Band Rotten Sound eine neue CD rausgekommen. Vielleicht kennt ihr da draußen irgendjemand. Conny, du kannst es vielleicht kennen. Ist das ein Schlager, hä? Eher weniger. Also es hört sich wie ein Schluckbohrer. Ja, eher schon. Eher wieder so eine richtige Flak. Ja, genau. Rotten Sound sind eine finnische Grindcore-Band und die haben jetzt ein neues Album rausgebracht, das heißt Apocalypse. Und wer auf die komplette musikalische Zerstörung steht oder mal so eine richtige Schein braucht, die auf 22 Minuten 18 Little durchheizt, der sollte da auf alle Fälle mehr reinhören. Also das ist Grindcore vom Feinsten, ne? Ohne Kompromisse, und ich schwöre euch eins, wenn ihr auf richtig krasse Musik steht und haut euch das Ding rein und fährt von der Arbeit heim, steigt vom Auto aus und hat's komplett stressfrei. Die bloßt euch jeden Stress aus dem Hirn, ich schwör's. Ich schwör's. Muss ich mal durchhören. Schön. Aber wenn jetzt einer sagt, er mag jetzt so ein Gaudi wie Slayer oder so, also das ist schon noch eine andere Nummer. Also das geht eher in die Richtung, weiß ich nicht, Panzerdivision Marduk oder halt dann so Mortischen ist wieder eine andere Richtung, aber es ist halt wirklich extrem schnell, extrem aggressiv. Sie verwehren sich teilweise total irgendeinem Groove, also es ist Geballer hoch 8. Zum Anspulen, da ich sagen, wenn jetzt einer Bock hat, dann hört euch Denialist an, Fightback und Newsflash. Genau, also Rotten Sound Apocalypse, absolut geile Grindcore-Scheim für Leute, die es brutal mengen auf die Ohren. Sehr schön. Ja. Also, so muss jetzt ihr jemanden nominieren, stimmt? Ja, ja. Ich nominiere dann den Conny. Ich nehme jetzt nochmal ein Wolleck, da ich mir gerade eins mit dem Corby teilt habe und mit dem Corby auch schon aber Dreck teilt habe. Nehme ich jetzt ein Wolleck, bei dem wir uns definitiv uneinig sind, weil ich habe als Wolleck einen Skinnamarink dabei. Ja. Und ich habe mir extra dazu gestimmt, warum auch immer. Ich weiß einfach nicht, was mir dieser Film gibt. Ich kann es nicht erklären, aber ich finde ihn einfach geil. Mir hat der den ganzen Film, die ganze Laufzeit über irgendwie gefesselt, und ich weiß nicht warum, weil er da eigentlich so wenig Content gibt, mit dem du irgendwie arbeiten kannst. Darum habe ich extra hingeschrieben, Wolleck, Skinnamarink, warum auch immer. Aber er hat mich einfach an die Eier gehabt. Ich weiß nicht warum. Und wir haben einen Fantasy-Filmfest gesehen, das war auch schön, schönes Ambiente. Der Dominik war da, der Idiot, das hat uns auch gefreut. Ja, nein, jetzt erklär mal bitte, um was es in Skinnamarink geht. Ja, um zwei Buben, die in einem Haus gefangen sind und von irgendeiner Macht oder irgendeinem Wesen da drin festgehalten werden. Ja. Und die Eltern sind weg, oder? Ja, genau. Es sind nur noch zwei Buben drin, alle Türen und Fenster sind verschwunden. Ja. Das, also weiß man ja alles nicht so genau mit den Eltern, aber ja, genau, Türen und Fenster und weg. Toiletten verschwinden. Ja, genau. Und der Kani hat mir den Film damals, als er gesagt hat, hey, den kann man uns anschauen, so verkauft, dass er gesagt hat, ja, das ist so ein Film, da verschwinden auf einmal dann die Türen und Fenster. Und du gehst bei dieser Prämisse in den Film rein und dann wird er angekündigt. Aber es war ja nicht gelungen. Die sind ja verschwunden. Ja, schon. Aber ich habe halt dann... ich habe so ein bisschen in diese Richtung gedacht, wie hieß der eine, Vivarium oder so? Ja. An den habe ich halt zuerst gedacht. Und man muss auch dazu sagen, ich habe bildtechnisch was anderes im Kopf gehabt. Ich habe gedacht, wir schauen uns so einen Power Ranger-Verschnitt an. Da kann ich auch nichts dafür, wenn du A, meine Erklärung dann schuld machst, dass dir der Film nicht gefällt, und B, auf den falschen Film schaust. Ja. Das ist aber im Fantasy-Filmfest gelaufen, oder? So ja, genau, der ist danach gelaufen oder davor, ich weiß nicht. Oder kann sich mal, wir gehen mal zu dem. Ja, genau. Und ich habe mich schon voll gefreut, habe mir gedacht, der hat sich jetzt der Kost, der ist voll lustig. Ja, und dann sitzen wir da und dann denken wir, what the fuck, was zum Teufel gucken wir da? Also, für alle, die jetzt nicht ganz verstehen, warum jetzt mir der Film nicht so gut gefallen hat. Weil du es nicht verstanden hast. Es spielt zu Anfang der 90er und ist übernimmst jetzt du praktisch mein Überleg, oder wie? Hättest mal vorher sagen müssen, weil dann hätte ich nämlich gar nichts gesagt. Und ist dann in so ganz schlechter VHS-Optik draht und zeigt die ganze Zeit nur Fensterrahmen, Türrahmen, die Decke, dann das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht. Jojo, das ist tatsächlich so, wie du kannst.
das ist so ganz, der ist wirklich ganz, ganz künstlerisch und so experimentell. Das schaut eher aus wie so ein Probedreh für einen anderen Film, bei dem man dann mit denen man die Szene dann ausarbeitet. Aber es ist die ganze Zeit, ploppt das Bild auf und du siehst dann, die Kamera ist dann irgendwie so schräg nach oben, dass ich noch ein bisschen was vom Fensterrahmen sehe und das Eckerl oben und vielleicht noch ein bisschen was von der Lampe. Dann geht's wieder das Licht aus, dann geht's wieder an, dann sehe ich am Boden vor dem Gang, dann geht's wieder aus, dann geht's wieder an, dann sehe ich im Fernsehen. Und dann flüstern die Kinder die ganze Zeit irgendwas miteinander. Und dann geht's wieder aus und wieder an. Es ist wirklich nur so. Und deswegen kann ich überhaupt nicht sagen, warum mir dieser Film warum mir der irgendwie gefällt, warum mir das irgendwas abgegeben hat, weil er da eigentlich nichts gibt. Aber er hat mich trotzdem irgendwie mitgenommen. Okay. Es ist ganz verrückt. Also ich kenne mich da selber nicht in dem Moment, warum das so ist. Ich verstehe es, dass es manchen Leuten was gibt. Ich verstehe es halt, dass es dir was gibt. Aber ich muss halt ich verstehe es selber nicht. Im Kino das zum Sagen, das war für mich die Hölle. Es sind regelmäßig Leute aus dem Kino rausgegangen und die sind nicht wiedergekommen. Also sie sind jetzt nicht kurz ein bisschen gegangen und haben sich gedacht, oh, das ist aber so spannend. Ja, du weißt ja nicht, ob die vielleicht groß haben müssen. Ja, oder ob die Tiere dann von mir weg waren. Ja, genau. Oh. Die einen haben die nicht mehr gefunden und die anderen haben sich eingeschissen um im Klo, die haben noch rausgekommen. Und ich bin dann auch nur, also ich habe auch kurz überlegt, ob ich nicht einfach auch ausgehe und da habe ich mir gedacht, na, ich möchte wissen, wie dieser Scheißdreck ausgeht und vielleicht wird es dann irgendwie aufgelöst, was weiß ich. Aber nö, passiert nicht. Ganz großes Kino. Ganz schwierig, wirklich ganz, ganz, ganz schwierig. Du bist ganz, ganz, ganz schwierig. Ja, ich weiß, mir egal. Ja, wie gesagt, ich habe ja dahinter hingestellt, warum auch immer. Ich kann es nicht oft nur sagen, ich verstehe mich da selber nicht, weil das eigentlich nichts ist, was mir irgendwie gefällt. Aber vielleicht hat das in dem Moment einfach irgendwie passt. Mit dem Ambiente da im Fantasy Filmfest, das Kino war eigentlich irgendwie cool. Dominik war da, unsere Freundin, das war auch wieder schön, dass wir die so kurz nach dem Hardline wieder gesehen haben. Ich war vielleicht einfach gut drauf. Ich habe einfach ein gutes Gefühl in die Eier gehabt, also lass mich einfach in Ruhe. Ich lass dir ja in Ruhe, aber den Film Nein, du nicht. fliegst mir die ganze Zeit an. Das Einzige, was man dem Film zugute halten kann, ist, er hat aus seinem Budget extrem viel eingespielt. Das Budget liegt laut Wikipedia bei $15.000. Die Dame vom Fantasy Film Festival hat gesagt, das Budget lag ungefähr bei 30.000 und eingespielt hat er über 2 Millionen. Das ist schon eine Hausnummer. Cool. Aber es ist, also ich kann den Film nicht uneingeschränkt empfehlen lassen. Deswegen muss ich da auch was sagen. So nicht. Wir haben ja eine gewisse Verantwortung, Kani, also bitte. Ja, Entschuldigung. Ja. Wegen dem Film, den Power Rangers Film, den Smoking Causes Coughing, der ist vom Quentin Dupieux. Ich will einfach nur mal fragen, kennt von euch etwa einen Film vom Quentin Dupieux oder Nein. ist das für euch, der hat Rubber gemacht zum Beispiel oder den Monsignor Killer Style oder Eine Fliege kommt selten allein oder so. Kennt etwa von euch irgendeinen Film von dem? Nein, leider nicht. Ich auch nicht. Und ich habe die Story gelesen von diesem Power Rangers Film und habe mir gedacht, wow, das ist so fertig, den muss ich sehen. Ja, und? Hast du ihn gesehen? Okay. Ja, muss ja sehr lustig gewesen sein. Der bleibt jetzt auf meiner Liste, weil den gibt's einfach noch nicht. Aber sobald es noch gibt, hau ich mir rein. Weil dass die da quasi die Power Rangers im Endeffekt Urlaub haben und dann über einem Lagerfeuer sitzen und sich gegenseitig Gruselgeschichten erzählen, die man dann quasi sagt, finde ich eine super geile Idee und bin ich echt gespannt, was da dann alles passiert. Find's geil, wie du gerade von dem Warleck von Kani weiter ablenkst. Du machst es auf jeden Fall geschickter wie ich. Nein, ich wollte nicht ablenken. Ich hab jetzt von dem Regisseur schon öfters was gehört und auch von dem Film eben, also ich habe so Roundups vom Fantasy Filmfest habe ich gehört und so, dann wird der Film immer so positiv beschrieben und macht mich jetzt einfach voll neugierig. Ja, die Leute, die wir getroffen haben, die vom Hardline, die noch gesehen haben, die haben auch alle gesagt, dass der sehr amüsant war. Ja, genau. Übrigens, also mein Warleck ist dann übrigens Skinner Marink auf dem Fantasy Filmfest, im nächsten Mal gesagt haben, weil das ja nur runtergemacht wird und niedergemacht wird und abgelenkt wird, das finde ich nicht in Ordnung. Völlig zu Recht. Darum soll es hier nochmal gesagt werden, Skinner Marink, warum auch immer ein Warleck. Film ever. Warleck! Dann übergebe ich das Wort jetzt an Mike! Schon wieder? Ja, weil der Korbi kotzt mich, den gebe ich halt das Wort überhaupt nicht mehr. Gar nicht mehr? Okay. Den schalte jetzt auf stumm. Ich habe wieder mal in einem Büchlein geschmökert. Ach, das glaube ich da nicht. Jo, wirklich. Ja, was Musikbuch, was ist jetzt da schon wieder los? Ja, es ist voll Verrücktheit irgendwie. Ja, ich muss aber dazu sagen... Kulturbeauftragter Mike. Jetzt, wenn du jetzt eine Doku mitbringst, dann feiere ich das halt.
Ja, so tief singe ich nicht. Es ist einmal schön, wenn einmal jemand anderer was mitnimmt, außerhalb von Filmen, nicht gerade ich. Also freut mich das jetzt mal. Okay. Ich muss aber dazu sagen, sollte irgendjemand auf mein Letterboxd-Profil schauen, der sagt, dass ich im Mai nur Scheißdreck gesehen habe. Und ich mag über ganz viele Sachen auch gar nicht reden und ich habe da noch einen super geilen Film, aber den heben wir bis zum Schluss auf. Und deswegen rede ich jetzt über das Buch noch. Und zwar ist das Blood Red Horror vom Matthias Bogner. Der Matthias Bogner ist der Chefredakteur vom Art of Horror Magazin und der hat jetzt quasi die 3. Auflage des Buchs Deep Red Gore gemacht. Das Originalbuch, stammt von 1999 und war damals meine absolute Bibel. Der Untertitel von dem Buch war die 100 blutigsten Horrorfilme und war damals meine absolute, meine Suchliste im Endeffekt. Diese 100 Filme muss ich quasi gesehen haben, bevor ich stirb. Und jetzt ist quasi, da hat's noch... Hast du schon 100? Ja, schon lang. Die haben wir gleich gehabt, die 100. Grundling. Ja, die hast du sicher auch alle gesehen, sei mir nicht besser. Nein, ich schau mir nicht so viel Scheiße. Ja, sicher. Und dann ist noch mehr eine zweite Auflage gekommen, Deep Red Gore 2.0. Das meine ich, hast du auch, oder? Das habe ich dann sogar mal geschenkt, glaube ich. Ja, das hat mir zum Geburtstag geschenkt. Ist immer noch verpackt, oder? Da waren wir noch gute Freunde, da habe ich noch richtig schöne Geschenke gekriegt von dir. Gut, aber du hast es immer noch einpackelt, oder? Du hast noch nie eingeschaut. Was ist denn das wert mittlerweile? Weil dann könnte ich mir schauen, ob ich es aufmache. Ja, keine Ahnung. Und dann ist jetzt eben noch mal eine Neuauflage gekommen, Blood Red Horror, die blutigsten Horrorfilme. Gibt es nur exklusiv bei Amazon und ist schön gebunden und ist quasi eine noch mehr aktuellere Version vom Vorgänger. Und da haben jetzt mittlerweile ja schon Filme dabei wie Terrifier 2, Project Wolf Hunting oder auch The Sadness zum Beispiel. Natürlich auch ganz viel Klassik. Project Wolf Hunting? Der ist da mit dabei. Was? Die 100 Filme, die man gesehen haben muss? Nein, die 100 blutigsten Horrorfilme, was das Buch. Ja, okay, Blood Red okay, Horror. Ja, verstehe. Wie sind jetzt die Namen nochmal? Also Band 1 ist die 100. Nein, Deep Red Gore, die 100 blutigsten Horrorfilme. Und dann ist jetzt Band 2 und Band 3, sind es dann immer aktualisierte Versionen, genau. wo die dann andere Filme wieder ablösen, oder wie? Genau. Genau, weil es kommt ja immer wieder ein Haufen neuer Shit dazu. Ja. Da waren zum Beispiel in der ersten Auflage waren nicht Filme wie Wrong Turn noch nicht heraus oder was es war. Wie gesagt, das ist 1999 rausgekommen. Da waren nicht bestimmte Sachen, hat es halt noch nicht gegeben und das sind ja, oder Hills of Ice oder so, das Remake. Aber ist dann das Ranking wirklich Liter Blut oder was? Nicht Liter Blut, aber halt der an sich halt wie krass, blutig, brutal ist der Film und so wie gibt's ja dann auch das Ranking im Endeffekt. Mhm. Genau, aber natürlich wird das Hauptaugen, werden natürlich auch andere Sachen auch noch berücksichtigt am Film, aber der Blutgehalt ist jetzt in dem Buch federführend. Und natürlich haben da ein paar Klassiker dabei, wie Tanz der Teufel, Braindead oder Reanimator oder sowas in der Richtung. Ist auf alle Fälle wieder sehr informativ und viele Filme, die man natürlich kennt und sagt, kann die wieder mal drüber lesen, wo es nice gibt oder wo es der Autor, der Matthias Bogner, über den Film zum Berichten hat. Ist für Einsteiger, die quasi mal da so richtig Blut lecken wollen in Sachen brutales oder blutiges Horrorkino, die sollten bei dem Buch auf alle Fälle reinschauen. Es ist sehr informativ, unterhaltsam. Mir ist alles auch negativ aufgefallen, in die ersten Bücher ist immer der eine Film auf einer Doppelseite wird dargestellt und auf einer Seite Schrift und auf der anderen Seite blutige Bilder. Und das haben wir jetzt in dem Fall nicht. Wir haben jetzt quasi nur ein Schwarz-Weiß-Buch mit einem Poster abgebildet und halt der Schrift. Und das war halt in die alten Bücher immer ziemlich cool, weil du da ein paar Einblicke gehabt hast in den Film. Mit schöne bunte Beitel, blutige, rote, war halt ein bisschen schöner von der Aufmachung her. Gerade in dem Fall, das Buch kannst du jetzt, so wie es ist, kannst du es halt theoretisch auch in irgendeinem Buchgeschäft stehen haben, weil halt keine blutige Beitel im Buch drin sind. Ah, okay. Das hat wahrscheinlich was mittlerweile, gerade bei den neuen Filmen, immer mit den Rechten dann zum Tor. Das kann natürlich auch sein. Vor allem, immer diese Rechten, scheiß AfD. Das kann natürlich schon sein, dass es auch mit den Rechten zum Tor hat, weil, ja, wie gesagt, die Auflage von dem Buch wird jetzt auf alle Fälle um einiges größer sein, wie vom Erstling. Und da kann es natürlich schon sein. Aber wie ist es vom Format her dann auch so groß wie der Erstling? Ja, genau. Und auch gebundene Ausgabe, hast du gesagt. Gebundene Ausgabe, richtig. Wo auf Amazon gibt's das? Amazon gibt's das. Mein Herr, dann ist alles nochmal an. 228 Seiten, ist ein richtig schönes, fettes Ding. Das sagt und mal, kann für Einsteiger und Fortgeschrittene eine schöne Suchliste sein. Hat mir gefallen. Schön. Ja, schön. Ja. Ich nehme jetzt einen Korb, mit dem sein entzückendes Stimmchen habe ich schon lange nicht mehr gehört. Oh. Er hat doch die ganze Zeit Pfotzenbedarf. Ich hab nur noch eins. Ja. Weil zuerst
hätte ich eigentlich noch ein Spiel dabei gehabt, aber da ist mir eingefallen, Moment einmal, Warlex ist nicht der Talkthrough, ich nehme das ins Talkthrough dann mit, sonst schimpft mir der Kani. Nein, ich hätte nämlich wahrscheinlich das gleiche Spiel wie du, zumindest kurz angesprochen. Soll ich raten? Darf ich raten? Nein. Kurz einmal. Mir raten. Ja, okay, rat du. Zelda. Nein, hätte ich nicht dabei. Was hättest du denn dabei? Was kann jetzt noch besser sein als Zelda? Ich hab fast gedacht, jetzt gibt gleich von rechts eine Faust. Ich sag nicht, dass es besser ist. Ich hätte es jetzt einfach nur dabei, weil wir das letzte Mal ja über Ding gesprochen haben, über Tetris. Und ich habe mir gedacht, eigentlich, ich habe schon ewig über Tetris gespielt, habe ich voll Bock drauf. Und ich habe noch nie dieses Tetris 99 gespielt. Ja, aber wie schon gesagt, da rede ich dann im Talkthrough drüber. Sehr gut, machen wir so. Dann nehme ich Zelda nämlich auch mit. Ich vermute, ich habe halt lauter Sachen dabei, die mir mit dem Kani teilen, ob jetzt gut oder schlecht. Halt dann. Weil ich hab nur Pearl. Dabei. Das kann aber auch sein, dass der Mike den auch schon mittlerweile gesehen hat, vom Ty West. Ja. Also ich habe ihn nicht dabei, aber ich kann verstehen, dass er ein Warleck ist bei dir. Ja. Das Prequel zu X, keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht. X-Gone, give it to you. Wo man sieht, wie diese junge Dame, wo mir gerade der Name empfallen ist, wie heißt sie? Nicht Mia Goth, sondern, ja, schon klar, die Schauspielerin, aber wie heißt sie? Pearl. Ja, oder? Ja. Gott, bin Daher ich dämlich. Ja, sorry. Gott, am liebsten hätte ich jetzt euch schneiden, aber ich lasse drin. Ja, ist ein guter Witz. Ja, also. Über was für einen Film ich denn noch mehr reden? Keine Ahnung. Ja. Wie heißt die kleine Nummer? Fuck. Also in X, da muss man ja kurz nochmal erklären, um was es da geht. Versuchen in die 70er Jahre ein paar junge Leute am Porno zu drehen und werden dann von einer alten Dame niedergemetzelt und das ist diese Pearl. Und wie diese Pearl dazu kam, dass sie junge Leute niedermetzelt, die Pornos drehen wollen und selber vielleicht noch ein bisschen an der Geilheit umeinander schrauben, sagt dieser Film und das hat er sehr gut gemacht, finde ich. Also ich habe zumindest sehr, sehr viel Spaß gehabt. Die Mia Goth spielt sie da einen Dive und es ist einfach grandios unterhaltsam. Spielt auf einem Familienbauernhof und die Pearl möchte unbedingt Schauspielerin werden und in die große, weite Welt ziehen. Hat's aber nicht so leicht, weil die Mutter, die hat keinen Bock drauf, dass ihre Tochter da wegzieht, weil der Vater ist krank und ein bisschen, ja, lediert, sag ich jetzt mal, oder? Ja, er ist nicht ganz frisch auf alle Fälle. Enorm lediert. Das heißt, man muss sich da eigentlich Tag und Nacht um den kümmern und ja, die Mutter möchte halt, dass die Pearl so ein bisschen den Bauernhof mitschmeißt und die Pearl möchte das nicht und dann gibt es irgendwann eine Auseinandersetzung und dann entfaltet die Pearl Kräfte, dass die Mutter ja aus dem Ofen rausschaut. Und ja, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Ich war auf jeden Fall sehr positiv angetan. Ich freue mich auch schon auf den dritten Teil. Wer weiß, wie er heißt? Maxim, oder? Maxine. Ja. Mit Triple X. Triple X. Mit D. Mit Triple X. Der spielt ja dann, glaube ich, nach X, oder? Ja, der ist jetzt in die 80er Jahre Pornoindustrie angesiedelt normalerweise. Genau. Die Pornoindustrie sieht man ja auch ein bisschen im Pearl, also zumindest die Porno-Anfänge. Nein, X. Nein, Was? Pearl. In Pearl? Im Pearl sieht man die Porno-Anfänge. Ja, der Vorführer sagt dir. Ach, okay. Nicht wie sie ist dran, sondern sie ist. Ja, genau, okay. Ja, passt. Stimmt. Ja. Entschuldigung. So ins Handy eingeschaut, hä? Chipstüten. Chipstüten, In genau. Chips. Ja, Jumpies. Ham. Aber Kani, warum hast du dann in die Warlex dabei? Dir hat er nicht so gefallen, weil du magst Mia Goth einfach nicht. Na, ich hab halt andere Warlex gehört. Wer mag Mia Goth bitte nicht? Ja. Jeder mag Mia Goth. Kani, was ist liebe los Goth. mit dir? Ich mag's ja. Was stimmt nicht mit dir? Aber ich habe gesagt, ich kann das verstehen und ich teile mir das auch gern mit dir, dieses Warleck, weil mir hat der auch sehr gut gefallen. Mir hat auch die Optik gefallen. Der schaut ja aus wie so was weiß ich, so ein Märchenfilm aus die 60er Jahren mit den ganz kräftigen, satten Farben überall. Das schaut so richtig geil aus. Wie die alten Disney-Filme mit dem Kurt Russell. Ja, genau. Escape from New York, oder? Ja, genau. The Thing. Und das hat mich Ja. sofort, da hat er mich sofort gehabt. Und ja, wie gesagt, die Mia Goth allein, die tragt so viel vor dem Film.
unglaublich gut. Aber ich hab nämlich die ganze Zeit gemeint, dass Maxine zwischen Pearl und X spielt und das, da der jetzt ja nach X spielt, ist das für mich so ein kleines Wermutströpfchen, weil ich irgendwie erfahre, was zwischen Pearl und X passiert ist, dass sie so eskaliert eigentlich. Absolut. Das hätte ich gerne ein wenig besser ausgeführt, da hätte ich ein bisschen mehr gern dazu erfahren. Also ich hätte gerne noch irgendwie, entweder dass eben Maxine dazwischen gespielt hätte oder man nur einen 4. Teil kriegt, der noch dazwischen spielt, weil stehst du da und schaust und denkst da, ja, okay, alles cool und schön, aber warum? Ja, du kriegst da in X bestimmte Sachen schon vor den Latz knallt, wo du sagst, wenn da jetzt ein Prequel kommt, das wo Pearl heißt, dann wird das bestimmt alles aufklärt oder dann ist das also ein nahtloser Übergang vielleicht sogar oder sonst was, aber das weit gefehlt. Also bestimmte Sachen, die in X angerissen werden, hätten mich ganz stark interessiert, werden aber einfach ins Wasser fallen lassen. Also man sieht im Endeffekt nur die Anfänge von ihr, wie es jetzt da irre wird und dann fällt da quasi noch mehr ganz drum. Ja, aber da liegen ja auch 50 Jahre dazwischen. Also das ist ja brutal dann. Da kann ja sehr, sehr viel passieren. Ich meine, die Grundzüge oder die Grundtendenzen von ihr werden ja ganz klar in dem Film hervorkommen. Ganz klar, ganz klar. Ja, die Grundtendenz schon, aber mit, wie gesagt, ich hätte dann gerne gesehen, das ist die Kellergeschichte in X, warum und wie und ja, ich mag jetzt nicht stark spoilertechnisch ausholen, aber ich schließe mir eigentlich jetzt ganz ober euch. Also mir hat der auch sehr gut gefallen. Mia Goth, Wahnsinn. Der Abspann war ja Wahnsinn. Oder die letzte Szene, der Monolog an sich und dann der Abspann dazu. Ja, wow. So geil. Was du denkst, das ist ein Standbild zuerst und dabei holst du die ganze Zeit Gesicht. Ja, unglaublich geil. Die ist Maus dort fertig. Das ist echt super. Aber sagen wir mal, in Maxine kann es ja immer nur mit Rückblenden nach und nach erklärt werden. Ja, ob mir das dann nicht nervt, weil dann ist ja die Pearl ist ja quasi dann schon Geschichte. Ja. Und da geht es ja dann quasi schon um die Geschichte von der Maxine eben. Und ja, ich weiß, ja, mal schauen, vielleicht kommt ja irgendein Zusammenhang zwischen den zwei Personen, dass ja von derselben Schauspielerin gespielt wird. Vielleicht kommt noch irgendwas. Mal sehen. Ja. Mal sehen. Ja. Schimpfen wir noch nicht, bevor sie raus ist, oder? Ja, eben. Ich schimpfe sowieso nicht, ich nehme ja alles, aber ja. Man kann schon mal ein wenig spekulieren. Echt? Dann schaut erstmal Winnie the Pooh. Und Skinamarink. Die stehen ja beide ganz oben auf der Liste. Yeah, Skinamarink beste. Und Renfield. Renfield möchte ich auch unbedingt sehen. Ja, unbedingt. Der Trailer, das letzte Mal habe ich einen neuen Trailer gesehen und der schaut schon sehr spaßig aus. Ja, und ich weiß nicht, den, wo wir bei Evil Dead gesehen haben, der war ja blutig ohne Ende. Also da waren schon ein paar richtig krasse Sachen dabei. Bin ich echt gespannt. Und er hat übrigens eine Freigabe ab 16. Ich habe ihn noch geschaut. Ja. Dann war der Riecher mit Sisu sehr gut. Meine Befürchtung ist ein bisschen, dass halt da die blutigsten Szenen wahrscheinlich schon im Trailer drin waren und da nicht recht viel mehr dann kommen wird. Aber so viel hast du im Trailer noch nicht gesehen, oder? Da war doch nur diese Szene in dem Restaurant. Ja, und aber wo es dann in dem Haus kämpfen da, in diesem Mittelteil von dem Haus, wo es dann siehst, wo die angreifen und dann in der nächsten Szene siehst, dass die schon alle Leichenberge in der Mitte sie aufhäufen, wo es dann draufspringen, wo ich mir gedacht habe, geil. Also, wenn man das sieht, wie die alle aufgehäuft werden, dann legst du mir im Arsch. Ja, wir können nur gespannt sein. Ja, sind wir richtig, wie ein Bogen. Cage geht immer. Von meiner Seite aus wäre es soweit. Ich kann nur später ein bisschen was über Rollerfahren in München erzählen, obwohl das will ich eigentlich gar nicht, das möchte ich verdrängen. Das war voll geil, halt doch dein Maul. Überhaupt nicht. Nur weil du nicht schnell fahren hast dran. Pussy. Kani, was hast denn du da dabei? Ganz kurz sei nur erwähnt, Guardians of the Galaxy 3 als war lecker, aber da gibt es eine eigene Folge, darum gehen wir gar nicht weiter drauf ein. Und ansonsten, ich habe jetzt mal kurz in die 4. Staffel LOL eingelunzt, ich glaube nur 1, 2 Folgen, und da ist der beschissenste Scheißwitz überhaupt auf der Welt dabei. Das ist so ein Dreck, da hat nämlich jetzt der Bully Herbig einen Beutel vor dem Hamster aufgehängt. Und da schmatzt er dann über irgendwas ein und der Hamster bewegt sich dann ganz schlecht und sagt die Sachen mit einer lustigen Hamsterstimme. Und das ist, lecker. Also, ich bin da gesessen und habe gedacht, das ist so klar, wenn was richtig beschissen ist, das vom Bulli kommt. Aber dass es so beschissen ist, mit dem habe ich echt nicht gerechnet. Das ist so Fremdscham 9000, also ich kann es nicht beschreiben, ich war richtig gerannt und ich habe dann ausschalten müssen. Ich kann es mir nicht weiter anschauen. Weil wenn der Hamster nochmal kommt, dann schmeiße ich mit dem Fernsehen runter. Der ja aktuell schon das Zeitliche gesegnet hat und ich gerade meine Elektrikerkünste an ihm ausprobiere. Oh. Das heißt, du machst da von Haus mit dem Hammer umeinander drauf, ja, oder? Genau. Aber sollte ich den Fernseher wieder zum Laufen bringen, dann kann das ich definitiv... Das glaubst du wohl nicht im Ernst, dass du ja, weil ich Elektriker bin.
Du holst doch jetzt mal aufgeschrieben zum Maul, du Potsack. Nein, du willst mal, wenn du über LOL redest, so ein Scheißdreck schaut man sich von Haus aus nicht, so einen humorbehinderten Müll. Ja, ich bin jetzt fertig mit LOL. 2 Folgen, dann kommt der Bulli mit seinem Dreck daher und dann bin ich fertig. Außerdem, du bist humorbehindert, das wissen ja mittlerweile aus alle. mit LOL. Eine Folge habe ich gesehen dir. und da war ich bald auch durchdreht mit dem Scheißdreck. Ja, aber du hast es doch schon selber gesagt, es würde auch vom Bulli immer wieder sein Witz mit eingebracht und der ist halt einfach richtig, richtig schlecht. Der ist total beschissen. Ganz schlimm. Geht überhaupt nicht. Also das mit dem Hamsterbeutel, das ist so... ich mag nicht weiter drüber reden. Nein, lass mal das. Ich möchte es nicht. Das glaube ich, ist auch der Fernseher kaputt gegangen. Deswegen. Ja, ich glaube auch. Hast du noch was, Mike? Ja, einen habe ich noch. Weil ich hab dann auch noch was für dich, das habe ich extra für dich aufgekommen. Ja, okay. Das verzeih ich dir dann danach, wenn du deinen hast. Achso, du möchtest quasi dann, dass ich das Mikrofon brich, oder? Oder abbeißt vom Mikrofon. Nein, das ist richtig was für einen Boomer, Mike. Oh Gott. Der Boomer Mike. Der Bummel Mike weil er so gehypt war von Evil Dead Rise, hat er sie zwar kein Evil Dead Film angeschaut, aber einen Film, der ganz stark in die Richtung geht, und zwar Drag Me to Hell vom Sam Raimi von 2009. Geil. Schön. Und ich habe ein wenig Angst gehabt. Ich habe ihn nämlich schon ewig nicht mehr gesehen. Ich glaube, das ist schon locker, 12 Jahre her ist, wo ich den zum letzten Mal gesehen habe. Und ich habe den als mega geil abgespeichert. Und mein Rewatch hat nichts anderes ergeben. Also Evil Dead Rise, ja. Drag Me to Hell kann direkt im Evil Dead Universum spielen, so wie er inszeniert ist, auch mit Besessenheit und mit Dämonen, die Leute hacken, ganz stark. Also die Handschrift von Sam Raimi ist unverkennbar. Auch hier mit den Dutch Angles quasi, dass die Kamera immer schief ist und so auf die Leute hinfährt und in bestimmte Action-Szenen, wie es geschnitten sind und so. Also es kommt brutales Evil Dead 2 Feeling auf. Auch so Gegenstände, die dann Eigenleben entwickeln, oder auch die Gors, die schmerzt, oder der Dämon, der dann quasi auf dem Feuer tanzt und so. Also das ist irre. Also ich war durchdreht. Meine Frau hat gesagt, der wird beim zweiten Mal schon auch nicht besser. Mit der war ich damals im Kino und die hat da schon gesagt, so ein Scheißtrick. Aber und dann ich hast wieder du geheiratet. Ja, weil sonst hat ja auch die anderen Qualifikationen, die es hat, haben ja super, aber Drag Me to Hell hat er damals nicht gefallen. Also, du wolltest jetzt eigentlich sagen, sonst hat es auch keiner genommen, gell? Nein, das stimmt nicht. Nein, ich wollte es sagen, du hast es schon Überhaupt nicht. Oh Gott. Überhaupt nicht, spitzt du. Halt dein Maul, ich bring dich um. Nein, alles gut. Wir haben immer noch verheiratet und sie darf ihre eigene Meinung haben. Aber wie gesagt, ich habe wieder einen Riesenspaß gehabt. Schelmisch. Bis halt dann der Handrücken trifft, oder? Schelmisch bin ich auf der Couch am Eckerl vorne gesessen, hab Füße massiert, hab wieder Riesenspaß gehabt. Also Drag Me to Hell, Achterbahn aus Comedy, Slapstick und Horror miteinander kombiniert. Das Einzige, was wirklich nicht gut gealtert ist das CGI. Das ist halt oftmals schon ein wenig mies. Aber wie gesagt, wenn alles, was dann praktisch umgesetzt ist von der KNB, FX Group, ist mega. Auch das Blut, das aus der Nase und aus dem Mund schießt und so, wie sie das gemacht haben. Da ist auch noch ein recht schönes Making-of auf der Blu-ray drauf, falls irgendein Bonusmaterial-Fetischisten da draußen sind. Einschauen ist ziemlich cool. Und auch die Frau Garnusch, jetzt habe ich gerade einen Namen nicht da, wie die Schauspielerin heißt, die ist echt sehr geil, sehr bedrohlich. Der Kampf im Auto, legendär, wo sie das Augen zutackert. Ja, mega. Wahnsinn. Super geil. Wahnsinn. Sie schämen mich. Voll geil. Also, ich kann nur schwärmen. Der Soundtrack von Christopher Young, Facebook-Spezi von mir, habe ich schon mal gesagt. Spezi, Christopher Young und ich haben eine ganz dicke. Der hat auch den Soundtrack gemacht von Hellraiser. Extrem imposant und sorgt nämlich für ein richtig intensives Filmerlebnis. Also, wo der Film wirklich also humorische Passagen hat, aber der Soundtrack, der ist richtig episch, geht so richtig rein, auch mit Chöre dazu, Gänsehaut-Feeling. Ja, schaut euch den Film an, wenn ihr noch nicht kennt. Kann wirklich ein Evil Dead-Film sein. Drag Me to Hell ist ein wilder Ritt, der einfach geil gealtert ist, bis auf ein paar CGI-Sachen, und hat wieder richtig Spaß gemacht. Cool. Und wie das so her bei euch, einfach eurem Stöhnen im Hintergrund und hey, ihr kennt den beide und feiert den quasi auch, oder? Ja. Sie. Ja. Ihr sagt ja immer, ich kenne eigentlich nichts und ihr schaut euch manchmal für mich, aber den kennt sogar ich. Ich schaue mich nie für dich. Ich find's nur lustig. Immer. Und ich habe immer am gruseligsten eine der Szenen gefunden, wenn sie in dem Parkhaus ist und dann kippt doch, was war das, ein Taschentuch? Ja, oh, leck. Das ist sogar CGI-mäßig noch ganz okay. Das geht sogar noch.
Für mich war eine von den gruseligsten Stellen damals der Weg von dem Dämon über die Treppen auf und dann vor der Tür stehe und dann, oh Lecke, da laufen wir, ich hab den nämlich auch vor nicht allzu langer Zeit angeschaut. Ja. Da läuft man heute noch Gänsehaut, weil das ist, ich finde es allgemein immer so Schritte Herren, von Apps, das auf die zukommt, dass du aber nicht sagst, das ist sowieso so ein kleiner Nemesis von mir. Aber das war da schon so richtig, da hat es mir alles aufgestellt, obwohl er auch ständig seine humoristischen Einlagen hat, aber der hat auch wirklich ultra gruselige Sachen dabei. Ja. Und vor allem, wie oft, dass die Ganu schon ihr rumlutscht oder irgendwas. Ja, also haut sie auf die Zähne aus und dann lutscht sie am Unterkiefer umeinander. Oder wenn es dann schon eine Leiche ist, dann rinnt ihr durch der Säuferling ins Maul und so. Also, voll cool. Ja, richtig cool. Ich bin richtig geil gewesen. Das Coole ist ja damals, wir haben ja damals den Trailer angeschaut und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, wow, schau dir das Ding an, das wird der neue Horror-Shit, der geile. Dann hat sie gesagt, ja, meine Mom, die schaut auch gerne Horrorfilme, die nehmen wir mit. Was haben wir gemacht? Ihre Mom mitgenommen und die hat nur ihre beste Freundin mitgenommen. Und die haben gemeint, sie schauen sich jetzt da so ein Ding an in Richtung, ja, Rosemary's Baby oder irgendwie so eher in die Richtung. Und dann kommt dieser Film mit diesen Slapstick-Einlagen und mit dem haben die halt alle null umgehen können. Also das war ein Shitstorm nach dem Film. Ich bin draußen gestanden beim Raucher mit meinem saudummer Grinsen, weil ich genau das gekriegt habe, was ich wollte. Und der Rest hat sich einfach nur das Maul zerrissen, weil der Film so schlecht war und das kann man doch alles nicht mehr ernst nehmen und hin und her. Warst du lieber mal mit einer zum FKK-Weiher gefahren, wie es der Korbi macht mit seiner Schwiegermann? Ja, das werde ich vermeiden. Das vermeide jetzt ich. Jetzt sei nicht oder so. Nein, ich brauche nicht von jedem Trägermuster. Nein, das ist Familie. Bezeichnest du gerade der Schwiegermann als Träg? Familie, sagt der Wind. Genau. Für die Familie, zieh ich mir noch raus. Der Dieselwind ist auf 180, wenn du das nicht machst. Ja. Das war mein Leck und ich bin wieder so befriedigt aus dem Film außer wow. Schön. Wenn ich so drüber rede, möchte ich den gleich nochmal singen. Ja, schau dir nochmal an. Von mir kriegst du jetzt auf alle Fälle noch einen kleinen Diskurs in Sachen genderneutraler Sprache. Okay, bitte. Das ist ja von dir so ein kleines Hobby, habe ich gehört. Hobby? So ein Scheiß. Und ich habe jetzt nicht als Leck oder als Dreck drin, weil es mir ja prinzipiell vollkommen wurscht ist, aber ich finde es so geil, weil das manche Sachen so geil sind, dass ich so viel lachen muss drüber. Ja. Und zwar habe ich vor kurzem bin ich in so einer Gruppe drinnen, wo dann jemand gefragt hat, ob wegen einem Konzert eingestimmt hat und dann hieß es, hat je Mensch Lust da mit hinzugehen? Und dann habe ich gleich zurückgeschrieben, sage ich, hast du jetzt gerade verschrieben oder ist das genderneutrale Sprache? Und sie hat gesagt, nein, das ist tatsächlich genderneutrale Sprache, weil dieses MAN in jemand anscheinend gewisse Gruppen ausschließt und darum sagt man je Mensch. Ich habe dann gleich gefragt, ja, was ist dann in Zukunft? Muss ich dann statt Manfred Menschfred sagen, wenn ich was Romantisches lese, ist es dann Romenschtisch, heißt der Korbi mit Nachnamen jetzt ein Mensch? Ich weiß es auch nicht. Also, das ist irgendwo an der Sache ist ein gewisses Menschko, da ich jetzt nicht fast sagen, aber ich habe das so lustig gefunden, dass, wie gesagt, mir ist relativ wurscht, ich muss ja nicht so schmerzen, aber es gibt manche Ausdrücke, die finde ich wirklich, wirklich amüsant und je Mensch ist auf alle Fälle so unter die Top 3 von diesen ganzen genderneutralen Sprachgebrauch. Je Mensch, desto mehr. Genau. Ich finde, was mich so total aufregt, das ist das stillende Elternteil. Wo ich sage, ja, wer ist denn dann das stillende Elternteil? Wer wird es denn dann wohl sein? Keine Ahnung. Die Krise. Bei dir war es der Papa mit seinem Alter, du Asozialer. Oh Gott, wo sind wir Korbi hier schneidet wieder? aus, das kann sich keiner anhören. Wegen die wollen sie so hören. Ja, hau ab. Ich hab's nicht mehr ausgesprochen, halt doch dein Maul. Das klangt. Komm, Nein. piepsen. Nichts wird gepiepst. Pieps. Pieps. Weil danach habe ich wieder Scheiße. 1000 Kommentare und Nachrichten, wo es da gesagt worden ist. Wahnsinn. Ja, Schön. das ist ein schönes Abschlusswort, hätte ich gesagt. Was denn der Korbi hast? Du bist auch fertig, oder was? Haben Ich wir bin fertig, ich habe mir meinen Diskurs aufgekommen für den Schluss, damit ich dir noch was beibringe. Ja, sehr schön. Also in Zukunft red's bitte gescheit. MenschInnen. Genau, und der Corbinian Mensch, der wird jetzt ausleiten, die ganze Geschichte. Oh, das freut mich aber. Ja, dann. Mich hat interessieren, wie viele Leute das jetzt wissen, wie dein Nachname ist, wenn man sagt, dass dein Nachname genderneutral Mensch ist. Schreibt es in Kommentare. Jetzt sind wir es langsam, hä? Mit weg von den Kunstfiguren hin zu unseren richtigen Namen. Das wird Schon. immer gruseliger, gell? Genau, ihr könnt ja das mal erraten oder sagt uns, was war bei euch im Mai?
denn so Großartiges war Lex und Balex los? Habt ihr erst im Ring gesehen und findest ihr genauso toll wie ich und der Kani? Oder habt ihr eher euch auf was anderes fokussiert, hoffentlich? Jetzt lass ihn Wie schon gesagt, ihr sollt bitte auch noch auf unsere Umfrage schauen zur 200. Folge. Das würde uns sehr freuen, dass wir dann auch über ein bisschen was schmatzen können und ob wir dann auch das vor Live-Publikum machen oder nicht. Und ansonsten sage ich, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nicht im Haus ohne Fenster und Türen. Na, Und da ohne geht Scheiß, keiner also. rein. Die haben ja nicht einmal ein Radio. Die Ja, haben nur stimmt. lauter uralte, was waren es, Cartoon, Ja. Filme, die sie dann immer wieder wiederholen. Und das gruselige Telefon. Riley, What's your name? Riley. Da gibt es ja das Bloody Reel, oder? What's your name? Tony. Fuck you, Tony. Ich sag ab für euch. Ja. Servus und habet Ehre.